Heute ist das Thema, warum finden im Moment Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin politisch, habe ich nicht so eine Meinung. Ich bin ein Schweizer. Ich habe Leute aus allen politischen Lagern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die letzten 5 Jahre sehr, sehr schwierig. Es gibt viele Themen wie Corona, da haben Leute, die einen waren dafür und die einen waren auch dafür und die anderen waren dagegen. Jetzt kommen viele Kriege, viele Dinge, die geschehen auf der Welt. Ich weiß, wie es dir geht. Ich finde, die Welt ist nicht mehr so stabil, wie sie auch mal gewesen ist. Das ist unglaublich krass. Man merkt so ein bisschen das Fairy Tale ist ein bisschen verloren gegangen. Aber die gute Botschaft ist folgendes, und ich beginne mit einer Statistik aus der Barna-Studie. Man hat Millionen von Menschen untersucht und es ist eine hochprofessionelle Studie. Man hat im Jahr 2000 gab es in Amerika 65% der Amerikaner hat gesagt, wir glauben persönlich an Jesus Christus. Also 65% ist eine hohe Schuhnummer. Dann ist es ein bisschen hochgedroppt auf 77%. Im Jahre 2009 war es ein ganz hoher Stand und dann ging so langsam das Leiterli runter, sagt man auf Deutsch. Bis zur Corona-Krise waren nur noch 54% der Amerikaner haben gesagt, wir glauben immer noch an Jesus. Und das war die Phase, wo viele Kirchen haben gestruggelt, hatten Probleme, haben die Kirchen zugemacht. Es gab verschiedene Meinungen. Und das war eine Zeit, wo man gedacht hat, die Kirche ist jetzt vorbei. Das ist ein Auslaufmodell. Und schaut auf die Statistik, die letzten 3-4 Jahre ging es nach oben mit 66% der Frauen und Männer sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und jetzt kommt der Punkt, es ist Gen Z. Und die Millenniums, also nicht wir, sondern die junge Generation sagt, wir glauben wieder an diesen Jesus. Und das ist in der Statistik, wo ich sagen möchte, die ist auf der ganzen Welt im Moment die Statistik, wo man sagt, Menschen finden zum Glauben an Jesus wie niemals zuvor, weil das Reich Gottes wird niemals aufhören. Niemals aufhören. Also, nur weil die Medien sagen, die Kirchen sind leer, die Kirchen sind leer, wo Jesus nicht mehr draufsteht. Da ist es leer. Da, wo Jesus draufsteht, ist es gefüllt überall. Und Jesus hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt. Verkündigt die gute Botschaft von Jesus. Tauft die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Also unsere Botschaft ist, wir sind aufgetragen, auch zu lehren und auch zu erklären. Und ich habe die letzten 2 Sonntage das erklärt. Und diese Grafik ist mir mega wichtig. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann bist du ein Baby in Jesus. Und dass dieses Buch Entdecke Gott und durchgeht, 10 ganz einfache Schritte. Babymilch. Dann ein Kind im Glauben beginnt zu lernen, zu erleben, dass Gott ist ein guter Vater und hat auch gewisse Dinge, wo Gott anders sieht. Man lernt plötzlich gehorsam zu sein. Und das liebt jedes Kind, wenn der Vater sagt, nein. Und wenn das Nein heißt, ist das noch immer ein Nein. Und ein Kind sagt, ich habe mega Freude an diesem Nein. Man lernt, gehorsam zu sein. Dann bist du ein Teenager und du beginnst Gott und Jesus nachzufolgen. Und das ist der Moment, wo du lernst, ich habe eine Botschaft. Ich habe Story. Ich habe etwas mit Jesus erlebt. Das ist nicht nur für mich, sondern ich möchte das gerne an den Menschen weiterteilen. Und in dem Moment, wo du merkst, es ist ein Feuer in dir, Paulus hat gesagt, es ist ein Feuer in mir, auch wenn ich möchte, nicht über Jesus zu sprechen, es geht nicht. Es verbrennt mich fast, ich explodiere fast. Im Alten Testament heißt es ist wie ein Knochen in mir, der ist so stark, so brennend, so feurig, ich kann gar nicht mehr aufhören, als von Jesus zu erzählen, weil du hast Dinge erlebt, Wunder, Vergebung, Versöhnung, einen Durchbruch und du merkst plötzlich, du hast einen Wunsch, das anderen Menschen zu erzählen. Und eines Tages ist ein Vater und Mutter im Glauben, da gibt es Leadership-Tracks und Bible-Tracks und das ist ein anderes Thema. Aber die Frage ist, wie können wir den Glauben ganz natürlich, unkompliziert, frei und ehrlich und positiv in der Welt verkündigen, wo Menschen suchend offen sind für den Glauben, wie niemals zuvor das gesehen anhand von der Statistik. Ich habe heute Paulus, den ich heute betrachten möchte. Und wenn man Paulus studiert im Neuen Testament, kommst um eine Stadt nicht herum. Und das ist Rom. Wer war schon mal in Rom? Bei den Römerinnen, wunderbare Stadt, auch sehr, sehr gutes Essen. Paulus hatte mit Rom zu tun und wenn man die Bibel liest, kommst du immer wieder auf die Römer. Ich beginne mal ganz kurz mit ein Beispielen. Als Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte sich eintragen lassen mussten, war der Cäsar Augustus, hat den Befehl gegeben, man muss jede Person eintragen, man hat eine Kontrolle gemacht.
Man sieht auch den Hauptmann bei Jesus. Es kommt ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, rote Mütze, und hat gesagt, mein Diener ist krank. Und Jesus hat gesagt, okay, ich komme nach dir nach Hause, lass uns ein Uber nehmen. Und er hat gesagt, Jesus, ich habe keinen Uber, auch kein Twint und auch kein PayPal. Du kannst jetzt ein Wort sprechen von hier und er wird gesund. Und Jesus hat gesagt, du hast mehr Glauben als alle von meinen Brüdern und Schwestern. Man sieht auch ganz konkret die Geschichte, wo sie gesagt haben, Jesus, sollen wir Geld dem Kaiser zahlen? Und Jesus hat gefragt, welcher Kopf steht auf der Münze? Und das war der Cäsar. Und Jesus hat gesagt, gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört. Da steht sein Kopf drauf. Und gebt ihr euch mir, weil auf eurem Kopf steht mein Angesicht. Wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes. Es gibt den Kaiser das scheiß Geld, aber ihr gehört mir. Pontius Pilatus, auch eine Geschichte, war verantwortlich, auch zu entscheiden, wird Jesus gekreuzigt, ja oder nein. Die Römer haben andauernd einen Beitrag im Evangelium. Ich beginne mit dem ersten Punkt ist, wie du zu Jesus gefunden hast, prägt oft auch deinen evangelistischen Lebensstil. Also oft, wie du zum Glauben gefunden hast, ist oft auch dein Lebensstil. Ich beginne mit der Paulus in Apostelgeschichte 26, Vers 12 bis 16. Aus diesem Grunde reiste ich, Paulus, er war noch nicht Christ, im Auftrag der obersten Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Paulus machte einen Roadtrip. Und auf diesem Roadtrip nach Damaskus, auf der Straße, ich habe ein Bild mitgebracht, begegnet Gott ihm und sagt, Paulus, was machst du? Warum verfolgst du mich? Und Paulus auf der Straße begegnet Jesus. So meine Frage ist, wo hast du oder wo bist du Jesus begegnet? Warum ist er zum Glauben gekommen auf der Straße? Weil die Straße hat in seinem Leben eine Bedeutung. Weil Jahre später hat Paulus gecheckt, nächstes Bild, die Straßen von Rom ist wie das Internet, ist wie das Online. Das waren 80 Kilometer Straßen. Und wenn du die Straßen von Rom gebrauchst für das Evangelium, kommst du an Orte hin, wie du ohne die Straße gar nicht dahin kommen kannst. So meine Frage ist, wo bist du zum Glauben gekommen? Das definiert sehr oft deinen Lebensstil. Ich bin zum Glauben gekommen, nicht in einer Kirche, nicht in einer Großevangelisation. Ein Freund hat mir von Jesus erzählt und hat gesagt, Leo, du kommst in die Hölle. Vatergrad, ohne Liebe, direkt in my face. Und ich habe das total verletzend empfunden und gesagt, das kannst du gerade vergessen, ich bin Katholik. Ich gehe nicht in die Hölle, ich gehe in den Himmel. Ich habe gesagt, doch, du kennst Jesus nicht. Und stimmt, ich habe keine Ahnung gehabt, wieso kam Jesus auf die Welt. Und durch ein Gespräch mit ihm und dem Vater kam ich zum Glauben in einer Wohnung. Und das ist entscheidend. Wie ich zum Glauben gekommen bin, hat meinen Stil geprägt bis heute, wie ich das Evangelium verkündige. Ich glaube an die persönliche Freundschaftsevangelisation. Achte mal im ICF sprechen immer von, wer sind deine Freunde? Geh in dein Oikos, geh in deinen Dunstkreis, verkündige das Evangelium, geh mit ihnen die Bücher durch, entdecke Gott, erlebe Gott, folge Gott. Warum prägen wir das? Weil 80% von uns allen sind durch Freunde zum Glauben gekommen und das hat dich geprägt. Wenn du durch eine Straßenevangelisation zum Glauben gekommen bist, dann findest du das Nonplusultra, sondern alle gehen auf die Straße, weil das ist der Ort, wo du Jesus erlebt hast. Ich habe eine Geschichte, ganz vor langer Zeit in Korea ist eine Erweckung ausgebrochen in den 80er Jahren und die wohnen in so riesengroßen Wohnhäusern mit 3.000, 4.000 Menschen. Und da kannst du keine Freundschaft aufbauen, weil du hast keinen Kontakt gehabt zu den Leuten. Sie haben gewusst, sie haben zum Beispiel 60, 80 Stockwerke und man brauchte den Fahrstuhl. Du hast gewusst, die einzige Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, war im Fahrstuhl. Dann sind sie im Fahrstuhl gewesen, den ganzen Nachmittag, sie haben Fahrstuhl-Evangelisation gemacht. Kein Witz, das ist das einzige Moment, wo ich die Nachbarn treffe. Und haben gefragt, in welchem Stock willst du? Ah, Stock 60. Gut, gedrückt. Ich gesagt, okay, glaubst du an Jesus? Und im Fahrstuhl kannst du nicht davongehen. Und so sind in Korea Hunderttausende von Menschen zum Glauben gekommen durch die Fahrstuhl-Evangelisation. Wenn ich das heute höre, denke ich, oh meine Fresse, bei uns haben 4 Stockwerke, das bringt gar nichts.
Wenn ich frage, wer bist du, sind wir schon oben. Das heißt, wo du zum Glauben gekommen bist, überlege mal ganz kurz, prägt deinen Stil in deinem Leben. Bei Paulus war es das Römische, in Apostelgeschichte 23, Vers 11. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte, du kannst unbesorgt sein, so wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Und Gott hat gesagt, dein Aufgabe ist es, die Straßen zu gebrauchen und zum Glauben gekommen bist, um auf den Straßen das Evangelium zu verkündigen. Im Vers Apostel 27, Vers 23 bis 24 gibt es nochmals eine Bestätigung. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel Gottes. Also Engel haben in der Bibel immer eine Aufgabe, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor dem Kaiser gebracht werden. So hat es Gott bestimmt und alle anderen auf dem Schiff waren deinetwegen werden am Leben gelassen. Gott hat zu Paulus gesagt, geh nach Rom und die Art, wie zum Glauben gekommen bist, die Straßen, ist auch die Art und Weise, wie du das Evangelium verkündigen wirst. Ich habe 3 Gedanken, wie ich mit dem Paulus das kombiniere. Erstens, Gott ist significant strategisch. Wir haben nicht einen Coach in Gott, der sagt, ja, schau mal ein bisschen. Gott hat mehr Strategie, als du denkst. Und es gibt einen Grund, dass du bist nicht einfach geboren worden in der Schweiz, weil es noch Platz gibt, sondern ich glaube, Gott hat dich bewusst in die Schweiz platziert, in deine Familie, ob du mögst oder nicht magst, in dein Umfeld, um ganz strategisch ein Salz und ein Licht zu sein für das Umfeld, das nicht mein Umfeld ist. Es ist auch nicht vielleicht meine Gegend, wo ich wohne. Und was Gott immer macht, er macht im Verborgenen, wenn du denkst, du betest und du fastest und du kämpfst und Gott erhört deine Gebete. Ich denke mir oft, Gott, wo bist du? Und Gott denkt, halt, stopp. Sondern dann, wenn du wartest, macht Gott etwas in uns, bevor er etwas durch uns bewirkt. Ich sage es ganz kurz aus der Kirchengeschichte, wo das Volk von Gott gewartet hat auf das Evangelium, hat Gott strategisch Dinge vorbereitet, die man im ersten Moment nicht sah, die dann aber später, wie Rom, matchentscheidend geworden sind. Hier sind ein paar Statements on the screen. Als erstes ließ Gott im 4. Jahrhundert vor Christus Alexander den Großen die ganze Welt in 12 Jahren erobern. Damit verbunden wurde Griechisch zur Weltsprache und jeder Erdenbewohner verstand und sprach zumindest ein wenig Griechisch. Als zweites sorgte Gott dafür, dass das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch verfasst worden war, ins Griechische übersetzt wurde. Die ganzen Geschichten, alle Prophezeiungen über den Messias waren ab 280 vor Christus in der Sprache erhältlich, die jeder verstand. Als drittes wurde an den Schulen im griechischen Reich die Methode von Sokrates angewandt, eine neue Methode, um zu lernen. Anstatt dem Lehrer nur zuzuhören, wurden die Schüler aufgefordert, Fragen zu stellen. Zum ersten Mal lernten die Menschen nicht nur durchs Hören, sondern durch aktives Fragen. Im 4. Akt eroberten im Jahr 63 vor Christus die Römer das gesamte griechische Reich. Darauf folgte eine ungewöhnliche Zeit des Friedens, in der die Römer Zeit fanden für Straßenbau und nie zuvor gesehene Transportsysteme, anstatt Krieg zu führen. Und als 5. lebten die Juden in dieser ganzen Zeit in der Diaspora. Es war ihnen verboten, in Jerusalem und im Heiligen Land zu leben. Vielmehr wurden sie überall auf der ganzen Welt angesiedelt und lebten nun überall verteilt im Römischen Reich. Wenn wir jetzt all diese Punkte zusammenzählen, dann sehen wir das Warum hinter all dem Warten. Wo bist du, Gott? Was machst du? In dieser Zeit, wo sich jeder gefragt hat, was Gott eigentlich so macht, in diesen 400 Jahren der Stille, konnte plötzlich jeder die Bibel lesen in einer Sprache, die er verstand. Zum ersten Mal war es den Menschen nicht nur erlaubt, Fragen zu stellen, sondern sie wurden sogar aufgefordert, Fragen zu stellen an Gott, dessen Antwort darin bestand, den Menschen seinen Sohn Jesus Christus zu schicken. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die gute Nachricht von einem Retter dank einer einheitlichen Sprache, dank Straßen- und Transportsystemen und dank den überall verteilten Juden durch die ganze Welt reisen. In anderen Worten, während Gottes Volk wartete,
war Gott immer noch mächtig am Wirken. Come on. Strategisch. Ich zeige ganz kurz die Strategie von Gott mit Paulus und warum auch Rom. Und zwar, was nützt dir ein Empire, wenn du keinen Zugang hast? Die Römer haben Straßen gebaut, das waren 80.000 Kilometer. 80.000 Kilometer. Und der Plan war gewesen, wenn irgendwo in Griechenland, sag ich mal, Great Britain ein Problem entstand, mussten die Soldaten in 3 Wochen da sein. Und Paulus hat gewusst, wenn ich mitten in Rom bin bei Caesar und ich werde die Soldaten zu Jesus führen, werden sie in 3 Wochen das Evangelium in alle Himmelsrichtungen strategisch verkündigen. Das war der Gedanke. Philipper 1, Vers 12. Meine lieben Brüder und Schwestern, das war ein Brief, Ausrufezeichen. Ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft in Rom die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Und Paulus würde sagen, wenn du aufgrund von deinem Glauben ausgelacht wirst, gemobbt wirst, deinen Job verlierst, dann ist das nicht ein Problem, sondern im Gegenteil, Gott gebraucht es strategisch für mehr. Das ist der Moment, in dem wir sagen, Halleluja, ich sehe es genau gleich. Nee, wir denken immer, was macht Gott? Und jetzt kommt es interessant im Vers 13. Allen meinen Bewachen und auch den übrigen Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Und an Jesus zu glauben hat damals bedeutet, politisch hast du Einfluss genommen in vielen Themen, wo man gesagt hat, lass Politik und Glauben auseinander. Was passiert ist interessant. Paulus sitzt im Gefängnis und alle 4 Stunden kam ein Soldat, musste ihn bewachen. Und Paulus hat gefragt, hey, wie heißt du? Bist verheiratet? Bist am Daten mit Dating-Plattform? Hast schon Kinder? Und dann hat er ihn gefragt, willst du von meinem Roadtrip hören? Ich war unterwegs nach Damaskus on the road. Und ich habe Jesus kennengelernt. Und er ist mal eingefahren und hat alle 4 Stunden einem Soldaten angebunden das Evangelium verkündigt. Nicht freiwillig. Die waren angebunden. Und nach 4 Stunden kam der Nächste. Willst du von einem Roadtrip hören? Nach einigen Wochen haben alle gewusst, der mit dem Roadtrip da. Und es kamen so viele Soldaten zum Glauben, weil sie während 4 Stunden nicht mehr davon gehen können. Und ich möchte Ihnen Folgendes sagen, in deiner Arbeitsstelle sind Menschen mit dir angebunden. 8 Stunden. In der Kita sind Kinder angebunden, so ich sage, für einen Grund. Wenn du fliegen gehst nach Miami 10 Stunden, ist der Nachbar links und rechts angebunden mit dir. Du kannst sagen, hey, willst du mal von meinem Roadtrip hören? Und Paulus hat einfach von seinem Roadtrip erzählt, was deine Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast, ist die größte Botschaft, die es überhaupt gibt. Es ist keine Theologie, sondern ich habe Jesus erlebt. Amen. Und jetzt, liebe Freunde, Paulus hat gewusst, ich nutze jeden Moment. Und meine Frage ist, nutzen wir die Momente, wo Gott uns Menschen an der Arbeitsstelle, beim Sport, im Flugzeug, im Tram, im Zug uns anbindet? Für das Evangelium stehen wir auf und machen ihn bekannt. Man sagt von der römischen Armee, und das ist nicht ein offizieller Name, man nannte die römische Armee das Sprachrohr des Evangeliums. Es kamen so viele Soldaten zum Glauben. Man hat gesagt, die römischen Soldaten waren die ersten, die das Evangelium nach Great Britain gebracht haben. Das heißt, Paulus hat gewusst, wenn ich da beim Caesar bin, im Gefängnis bin, sind Leute angekettet, die können nicht mehr weggehen und ich habe eine Möglichkeit, über Jesus zu sprechen. Darum spiele ich Golf. Ich spiele immer 4 Leute zusammen in der Schweiz. 3 Leute sind jede Woche mit mir angekettet für 4 Stunden. Und das ist meine evangelistische Bühne, zu sagen, hey, sagen Leute, warum bist du Pfarrer? So vor 2 Wochen hat jemand gesagt, du bist der Leo, der Pfarrer. Habe ich gesagt, das ist ganz interessant, das Satz. Wir haben von dir schon gehört, Leute sprechen schon über dich. Also ich habe auch einen Namen entwickelt, nicht beim Golfspielen, sondern das Evangelium. Sondern Menschen sind bei dir angekettet. Zweitens, es ist signifikant erlösend,
Erlösend meine ich mit dem Trost, wo Gott dich rettet. Mit der Geschichte, wo Gott dich erlöst, hast du eine Botschaft. Wenn du geschieden bist, unglaublich katastrophale Story, nimm ein Beispiel, und Jesus heilt dich, du kannst vergeben, kannst du Leuten sagen, ich war auch mal da und ich weiß, wie sich das anfühlt, aber Jesus kam in mein Leben und ich bin heute nicht mehr die gleiche Person. Das ist die krasseste Story, die es überhaupt gibt in deinem Leben. Philipper 4, Vers 22. Und jetzt achte mal, es grüßen euch auch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Jesus sagte, du wirst zum Kaiser gehen. Und Paulus hat beim Kaiser, beim Cäsar, bei den Soldaten strategisch das Evangelium verkündet. Und meine Frage ist an dich, an mich, wo verkündigst du ganz bewusst das Evangelium? Es ist keine Privatsache. Geht hinaus, ist nicht passiv. Bleib sitzen. Sie werden dann schon kommen. Machet ist aktiv. Sondern wo verkündest du ganz konkret von deiner Geschichte zu Jesus? Und ich werde eine Box aufmachen und die wird sehr, sehr viel auslösen. Charlie Kirk geht durch die ganzen Medien durch, politisch diskutiert, in jeder Sendung auf YouTube ist nur noch alles voll von ihm. Charlie Kirk ist ein Mann, der liebt Jesus, er liebt die Bibel und hat politische Meinungen, die nicht wir alle vielleicht teilen. Aber nur weil jemand politisch Dinge anders sieht, heißt nicht, es ist nicht Jesus-like oder Christ-like. Weil politisch sind zum Beispiel SP und SVP, sind nicht gleicher Meinung, doch sind sie Schweizer. Und Charlie Kirk wird genannt ein Rechtsradikaler, stockkonservativ, homophob und Ausländerhasser. So nennt man ihn und noch ganz andere Wörter. Und auch bei den Christen gehen die Meinungen so auseinander. Aber darf ich dir was sagen, wenn du das Reich von Gott gebraucht Situationen, um uns durchzuschütten, wachzuschütten und zu sagen, was ist dann deine Botschaft? Für was stehst denn du auf und für was bist du bereit, auch deinen Kopf hinzuhalten? Charlie Kirk hat Demokratie gelebt wie niemand anderen. Er hat gesagt, ich gehe an die Universität, ihr könnt alle kommen, ich bin einige Stunden da, ich habe ein Mikrofon und jede Person kann mir eine Frage stellen, egal was du glaubst. Das macht man in der Politik nicht mehr. In Deutschland macht man eine Mauer, du da und da. Der Schweiz auch so quasi, ja, ist so. Charlie Kirk hat das Mikrofon. Und die Gegner konnten Fragen stellen und er hat argumentiert. Und wenn er nicht gleicher Meinung gewesen ist, hat er stehen lassen. Das ist Demokratie. Das Problem folgendermaßen ist, nur weil er politisch gewisse Dinge nicht so sieht, heißt nicht, dass er nicht Christ ist. Schau, das Problem hatten wir schon bei Corona. Die Impfgegner, die waren eh nicht gläubig und die Geimpften sind sowieso nicht gläubig. Nein, wir hatten schon das mal Mauern aufgebaut. Wie kannst du überhaupt? Das Problem ist bei der Politik und Glauben kann man nicht trennen. Ich stelle euch ein paar Fragen. Wir sind so links gedriftet, dass die Bibel und Theologie und Religion hat in der Schule nichts mehr verloren. Gender wird geteacht, gepreacht, ob du willst oder nicht, sondern sagen einfach, das ist Politik und das ist Kirche. Der Punkt, den ich aufstehe und ich glaube an Jesus, ich glaube nicht an Abtreibung, bin ich dann konservativ? Bin ich dann rechtsradikal? Nein, ich glaube an Leben. Wenn ich sage, Gott schuf Mann und Frau, Punkt, bin ich homophob. Ich habe eine Meinung. Du kannst die Meinung nicht teilen, heißt aber mit dem nichts zu tun, dass ich nicht ein wiedergeborener Christ bin. Man hat bei Charlie Kirk viele Dinge einfach hineininterpretiert, was ich problematisch finde, weil wir nicht mal einen Dialog haben und sagen, ich bin nicht deiner Meinung, du bist eh nicht meiner Meinung, aber wir sind noch immer Freunde. Die Cancel Culture ist ein dämonisches Konstrukt. Es ist dämonisch. Es ist dämonisch. Also, der Tod von Charlie Kirk, was es bewirkt, es rüttelt uns Kirchen so durcheinander, es wird diskutiert, debattiert. Wow, das habe ich noch nie hingekriegt. Aber meine Frage ist, erhebst du deine Stimme wie Charlie Kirk und gibst das Mikrofon und kannst argumentieren und lass dich auch auseinandernehmen. Jeden Satz, den man sagt, auch hier auf der Bühne wird auseinandergenommen. Und der Punkt ist folgendermaßen, die krasseste Story von Charlie Kirk war die Abdankung. Und spätestens dann, muss ich dir sagen, rechtsradikal, homophob und alle diese Dinge kann man auch mal deleten.
Da kannst du mal Cancel Culture machen. Hier ist die Story von seiner Frau an der Abdankung. Und stell dir mal vor, du bist eine Mutter, 2 Kinder, dein Mann wird ermordet, ob du das sagen würdest als ein wiedergeborener Christ, wo Charlie Kirk politisch in Frage stellt. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. That young man. That young man. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. The seed has only just been planted. The enemy will tempt you the most in a time like this one. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul again and again in the direction of Christ. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Woo, come on. Also Gott ist strategisch. Ein Mann wird ermordet. Eine Frau sagt an der Abdankung, I forgive. Eine krassere Botschaft kannst du der Welt nicht mehr bringen. Es gab keine Gewalt. Es gab keine Rache, sondern was geschehen ist, 100.000 Menschen waren im Stadion und das Kreuz war in der Mitte. Wo hast du das letzte Mal gesehen, dass Politiker in der Schweiz, in Deutschland ein Kreuz umarmen? Wo sind Politiker auf die Knie gegangen, statt zu beten, rüsten wir noch mehr auf? Das ist alles, was wir können. Wir sagen, Gott, wir brauchen dich nicht, wir rüsten auf. Wir haben einen Buß- und Bettag gehabt, haben die Politiker gesagt, auf den Knien, Vater, vergib uns, heil unser Land, nicht ein einziges Wort. So weit sind wir gekommen. Dann hast du in Amerika ein paar Politiker, wo wir politisch nicht die Meinungen teilen und sagen, dieses Christentum, mit dem habe ich nichts zu tun, aber sie sind die Einzigen, die den Namen Jesus erheben. Und meine Frage ist, erhebst du den Namen von Jesus? Es ist so einfach zu kritisieren, zu beurteilen und selber einfach die Schnauze zu halten. Sondern wo stehst du auf in deiner Arbeitsstelle und riskierst wie Charlie Kirk, dass man dich den Kopf abschießt? Das Zweite, 100 Millionen Menschen haben das gesehen on a stream. Liebe Leute, das ist die biggest Evangelisation ever. Die Blick-Zeitung hat noch nie gut über uns geschrieben, noch nicht einmal. Nicht mal über ICF Worship. Es war auf der Frontpage, haben sie es live übertragen, die Abdankung. Da waren Worshipper, Jerry Jobs, Brennan Lake, Tim Chamley. Alle diese Worshipper haben geworshipped und es gab 5 Aufrufe, um das Leben von Jesus zu übergeben und der Blick hat's gestreamt. Hey. Und es gab einen QR-Code, wenn du dich Jesus nachfolgen willst, dann mach den QR-Code. Liebe Leute, noch nie hat den Blick Worship, ICF Worship laufen lassen oder die Outbreak Band in Deutschland. Nichts von denen. Aus dem Weißen Haus kamen Posts, wo Donald Trump, nichts gegen ihn, ich wollte sagen, was immer über ihn denkst, nein, sonst habe ich schon die Hälfte verloren. Nee, er macht Posts mit Worship-Songs. Das macht kein deutscher Politiker und kein Schweizer, niemand. Und dann sagt man, das ist halt Amerika. Nein, es ist nicht Amerika. Die stehen auf und sagen, wir glauben an Jesus. Politisch kannst du es anders sehen, aber wir glauben an Jesus. The biggest crusade ever.
Und jetzt kann man so blind sein und sagen, aber Charlie Kirk war doch gegen das. Ja, heitere Fahne mal. Ich erwarte von dir ein höheres Niveau. Weil ich habe Christen, die wohnen in Deutschland, die wählen AfD. Ja, sind Christen. Jetzt sagst du, ja, aber als Christ kannst du nicht. Ja, du kannst alles. Es ist sehr, sehr flexibel, sagt die Bibel. Das heißt nicht, weil du glaubst, dass das einzige, wenn du sagst, CDU, die christliche Werte, die man wählt, aber es steht Jesus drauf, aber es ist nicht mehr Jesus drinnen. Der Punkt ist das, lasst uns lernen, differenziert zu denken. Aufhören und sagen, weil der in Zungen redet, ist dämonisch, kann nicht wiedergeboren sein. Oder weil der nicht in Zungen spricht, kann ich glauben. Wir müssen aufhören, Dinge, dass du als richtig empfindest, als eine Wahrheit zu nehmen. Das die Kernbotschaft war krass. Und ich möchte mit dem enden. Charlie Kirk, auch Paulus, sind als Märtyrer gestorben. Soll ich das Wort bringen, als Märtyrer? Ich erkläre auch ganz kurz, Gott ist ein Gott der Multiplikation. Gott macht immer etwas multiplikativ. Das Wort Märtyrer heißt übersetzt, du bist ein Zeuge. Du bist ein Zeuge von Jesus. Jetzt sagen Leute, ja, aber es war einfach ein Mord. Nein, es war kein normaler Mord. Wenn man jemanden umbringt, aus Überzeugung vom Glauben, so eine Hass hat gegen eine politische Meinung, ist das nicht mehr normal. Aber der Kirchenvater Tertullian hat gesagt, den Namen schon vergessen, das Blut der Märtyrer ist immer der Samen der Kirche. Dieser Tod von Charlie Kirk, die Aussage von Eric Kirk, wird nie mehr verschwinden. Dass wir die Fragen uns stellen, wo erhebst du die Stimme? Warum bist du beleidigt, weil jemand dich ausgelacht hat? Kannst du sagen, Vater, vergib ihnen? Und aus deiner Geschichte, die so krass ist, hast du eine Botschaft für deine Nachbarschaft. In deiner Sportfeld, im Studium. Achte mal, was dann als Paulus nach Rom kam, gab es 4 Kirchen. That's it. Als man Paulus als Märtyrer umbrachte, 100 Jahre später sind die Kirchen rausgeploppt wie Pilze. Und nochmals 100 Jahre später gab es Kirchen überall. Weil Gott denkt nicht nur in jetzt. Gott ist ein Gott von gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Gott hat eine Perspektive. Und man sagt heute in Amerika, dass die Rede von Eric Kirk das Evangelium erklärt hat wie nichts anderes. Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, was sie dir antun. Aber lies die Bibel wieder. Lasst euch nicht versuchen. Geht in die Church Sonntag und Sonntag wieder. Und diese Botschaft klingt als eine Erweckung. Heute gibt es 2,5 Milliarden Menschen, die christlich sind. Ich sage nicht, dass alle an Jesus glauben. Und heute ist Cäsar ein Salat. Ich esse kein Caesar Salad. I don't go there. Hast du gewusst? Heute schreiben wir das Jahr 2025. Es ist der 28. September. Jeden Tag, wenn du aufstehst, verkündet die Welt. Vor 2025 Jahren kam Jesus auf die Welt. Niemand kann sagen, ich habe das nicht gewusst. Jeden Tag ist das Datum eine Proklamation. Er ist das Zentrum von allem, was es gibt. Paulus sagte zu den Römern in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst den Juden, aber dann auch allen anderen Menschen. Und was ich in dieser Serie mit dem ganzen Team uns an das Herz malen möchte, ist folgendermaßen. Wir können nicht einfach Menschen zum Glauben führen und sagen, oh, God bless you. Es braucht eine Strategie und es braucht dein Herz zu sagen, ich bin bereit, meine Zeit zu investieren, um Frauen und Männer zu Jünger von Jesus Christus heranzubilden. Und es ist die Zeit gekommen, wo ich meine Stimme
für Jesus erheben, auch wenn es zu meinem Nachteil werden könnte, weil ich schäme mich nicht für die beste Botschaft, die mein Leben verändert hat. Es ist die Zeit gekommen, dass wir aufstehen, über Jesus sprechen und auch politisch sagen, das geht nicht mehr. Weil der Zeitgeist ist so krass, dass wir so krass auch sagen müssen, so geht's nicht. Ich lade dich ein, aufzustehen, live, Michael Church Online. Aber ich möchte heute zuerst beten, dass Gott uns vergibt, da wo wir lau geworden sind, da wo ich bloß kritisieren kann, aber niemals den Mut haben, meine Meinung zu sagen. Vater, hier bin ich. Danke für Jesus Christus, den Sohn, den du geschickt hast. Er war dein Einzig und dein Alles. Er hat den Reichtum vom Himmel verlassen für meine Welt. Jesus, du hast alle meine Sünden und alle meine Schuld mir vergeben. Du hast meinen Namen eingetragen in das Buch des ewigen Lebens. Aber es tut mir leid, wo ich meine Knie nicht mehr beuge, wo ich den Mut verloren habe, über dich zu sprechen, weil ich Angst habe vor der Cancel Culture, Angst habe vom Shitstorm, Angst habe, meine Karriere, meinen Beruf auf das Spiel zu setzen. Es tut mir mega leid, wo mein Kingdom über deinem Reich steht. Es tut mir leid, wo wir in der Schweiz, in Deutschland nicht mehr auf die Knie gehen und sagen, Vater, heile unser Land, vergib unsere Schuld, heile uns, kämpfe an unserer Stelle. Es tut mir leid, wo wir nur noch kritisieren können, wo wir den Fehler anderen sehen, aber wir sind so perfekt. Vater, vergib uns. Vergib mir auch, da ich wie mein Herz nicht aufmachen kann, um Menschen für dich zu gewinnen. Du hast mir eine Botschaft gegeben. Du hast mich verändert. Ich bin nicht mehr die gleiche Person. Und wie könnte ich schweigen von der größten Kraftquelle, die es gibt? Schau, alle Gesetze machen uns Christen mundtot. Das fällt uns schon gar nicht mehr auf, aber wir sind in die Ecke gedrängt worden. Und wie kommt man aus der Ecke? Jesus-like? Man kommt aus der Ecke, wenn man wieder den Mund aufmacht und sagt, halt, stopp. Das ist nicht die Welt, wie ich sie sehe. Es ist nicht das Reich Gottes, wie Gott es sieht. In den Tagen von Noah, sie aßen, sie tranken. Sie haben gedacht, ja, Jesus, vergiss den Fisch, der kommt eh nicht. Und die Bibel sagt, dass der Tag vom Gericht ist näher, als du denkst. Er kommt genau dann, wenn alle denken, ja, jetzt sicher nicht. Jesus, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und helf uns als eine Familie im Leib Christi, dass wir Menschen zu Jünger heranformen dürfen. Mit deiner Hilfe. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun, viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich.
Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.